Digga, ich muss euch noch mein Spotify Rap zeigen, kann das sein? Kann man das am PC machen? Ich habe ganz kurz reingeschaut. Kann man nicht am PC machen, ne? Ich hab's nicht gefunden. Ja, egal, wir können es auch so machen, warte mal. Also ich habe ganz kurz reingeschaut und ich sag jetzt schon, das ist verfälscht. Das kann gar nicht sein. Real Talk. Okay, pass auf. Wir sind drin. What the fuck? Digga, warum war das so laut? Bro, what the fuck? Okay, das war Wrapped. Hi, Let's Go. Ja! Hey, hallo. Es ist wieder soweit. Wrapped ist hier. Bist du bereit? Ja! Die Zeit vergeht so schnell. Mann, warum ist das so laut? Du hast, ja, guck mal, das kann nicht sein. Du hast dieses Jahr 86.000 Minuten lang Spotify gehört. Ich habe 100% mehr gehört. Safe. Ich habe 100% mehr gehört. Also letztes Jahr hatte ich das Doppelte. Also guck mal, was ich halt nicht weiß, ich höre halt immer Spotify zum Schlafen, aber offline. Zählt das dann auch? Weil letztes Jahr hat es, glaube ich, dazu gezählt. Ich gehörte Top 2%. Am 26. August hast du am längsten gestreamt, nämlich 1073 Minuten. Wie viel sind das in Stunden? Minuten in Stunden. 17 Stunden, Digga! Was habe ich denn da gemacht? Was? Was habe ich da gemacht? 26. August, da muss ich jetzt ganz kurz. Sellout? Auf gar keinen Fall ist Sellout. Das ist doch Gamescom, oder nicht? 26. August. Schweiz-Tour Tag 5. Das kann nicht sein. Real Talk, das kann nicht sein. Wir haben nie über mein Spotify gehört. Achso, das ist Juli? Oh. Ups. Sorry. Wünsch aber mit random schwierigen Aufgaben. Er kann über random Tag, das kann gar nicht sein. Deswegen sage ich, das ist alles Fake, was da steht. Niemals habe ich da. Niemals! Der Stream ging 6 Stunden. Du hast dieses Jahr 3.995 Songs gestreamt. Und einen davon immer und immer wieder. Ja, das kann auch nicht sein, Digga. Ja, Bruder. End of the beginning, Digga. Warum sollte ich das so oft hören? Bro, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist von 2023. Das kann nicht sein, das stimmt nicht. Banger? Ja, ist ein Banger, aber ich habe den nicht so oft gehört. 97 Mal. Hä? Ich hab safe. Bro, ich habe die locker jetzt schon. Apache. Ich sag die ganze Zeit Apache, es tut mir leid, aber den habe ich locker schon 100 Mal gehört. Locker. Und der ist seit einem Monat draußen und nicht mal. Es ist zwar kein Wettbewerb, aber eine Bestliste haben wir trotzdem. Das ist so tot, das ist so tot. All of the Lights auf Platz 2. All of the Lights auf Platz 2. Yes, and auf 3 kann sein, actually. Skyfall kann auch sein, Murder on the Dance Floor kann auch sein. Die habe ich wirklich sehr oft gehört. Aber bei End of Beginning, Bruder, auf gar keinen Fall habe ich das so oft gehört. Das kann aber sein, alles. Du hast dieses Jahr 8.899 Minuten lang Podcast gehört. Boah. Ich glaube, das ist die höchste Zeit seit langem. Ich höre immer Podcasts, wenn ich von Luxemburg nach Köln fahre und wieder zurück. Immer. Immer. Und mein Lieblingspodcast momentan, ich finde Edel Talk sehr geil, höre ich auch, aber ich glaube, ich habe vielleicht steht das sogar noch da, ich habe Henkes Corner richtig oft gehört. Henkes Corner. Digga. Aber Real Talk ist eigentlich gut. Dein Top-Podcast-Thema war Comedy. Was? Todes Thema. Hä? Oh, ich weiß warum. Tot. Digga, vielleicht deswegen auch der Song. Bro. Den Spotify-Account habe ich dieses Jahr nicht alleine benutzt, Digga. Also nicht das ganze Jahr lang über. Also es gab einen Abschnitt in diesem Jahr, da habe ich den Account nicht alleine benutzt, Digga. Hobbylos habe ich noch nie gehört, die Nerving habe ich noch nie gehört, Distractible noch nie, nicht mal den Namen davon gehört. Edel Talk, ja. Ungeskriptet macht auch gar keinen Sinn, also habe ich auch noch nie gehört. Und dass Henkes Corner nicht dabei ist, ist bodenlos. Das geht gar nicht, dass Henkes Corner nicht dabei ist. Ich habe Henkes Corner so oft gehört, das ist verrückt. Ist es einfach Hintergrundmusik von einem Stream oder ist es nur privat? Das ist beides. Du hast verändert genau wie dein Musikgeschmack. Nehmen wir uns deine Musikevolution 2024 an. Im März hattest du deine Core-Still Grandmother Ukulele Oldies Phase. Digga, was labern die? Was ist das, hä? Tot, hä? Was? Oh, jetzt August. Oh! Im August war Liminal Fantasy Soundtrack dein Ding. Hä?
Was ist das alles? Warte mal. Bei dir dreht sich alles um Artists wie C418. Schon wieder habe ich Minecraft in meinem Spotify Wrapped. Das hatte ich letztes Mal auch schon. Yes. And dein November stand im Zeichen von Mac Blink Strut Pop. What the frick, Digga? Was labern die? Oh, da kommt die Anime-Musik raus. Da kommt sie raus. Arno war mein Top-Artist dieses Jahr? Was? Okay, hätte ich nicht gedacht. Bro, was? 9 Tage! Ach du Kacke, geht's dir gut? Hey, lass Arno in Ruhe, Bro. What the fuck? Beste Musik lief sonst noch so bei dir. Trommelwirbel bitte. Digga, C418 wieder in den Top 5. Das ist krass. Das ist crazy. Top 1 Arno, Top 2 Kanye West, dann Post Malone, Katy Perry und C418. Digga, das ist die krasseste Kombo, die ich je gesehen habe. Bro, what the fuck? Das ist so eine krasse Kombo. aber kann sein, ja, kann sein. Das ist gut möglich. Schon wieder Arno, Digga. Oh, schau mal, wer hier ist. Hä? Bruder, ich verstehe nix! Hä? Wie soll ich denn irgendwas davon verstehen? Och Mann. Digga, als ob sie so normale Stimme hat. Warum klingt sie nicht so? Boah, ich verstehe kein Wort. Ich habe nur den Anfang verstanden. Da hat sie gesagt, hallo, ich bin Arno. Wer habe ich nicht verstanden? Digga, ist verrückt, Real Talk. Ja, okay, ist krass. Ja, wie findet ihr? Was Spotify rappt? Cool? Tot? Hey. Wie redest du mit mir, bitte? Ich liebe Spotify wirklich, aber diese neue Genrenamen müssen sofort aufhören. Was soll das? Dubai Schokolade, frutiger Aero Indie Breakcore? Im Januar hattest du deine Nerdy Movie Tunes Soundtrack. Digga, ist das krass. Die Namen sind wirklich gottlos. Die sind crazy, Digga. Top-Künstler, Drachenlord, ApoRed, KS Freak One Els, UFO, Tanzverbot, Skr, Photoshop, Bababa, Zahnlücken, Johnny, Everyday, Saturday. Top-Genre, aktiver Flex-Pop. Das ist auch krass. Dein Top-Song war Fly Night von Dryxcraft. Digga, seid ihr dumm? Der Stanley Cup, ey. Ich bin heute angekommen auf Fadera und es ist einfach kein Wasser mehr hier. Ich muss jetzt aus dem Stanley Cup Chlorwasser trinken. Ich fühle mich wie Seven's Wild, obwohl wir da kein Chlor hatten, aber Kevin und so hatten Chlor. Das ist komplettes Chlorwasser.